Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem kleinen Modern Warfare 2 Match mal wieder. Mir gefällt das Spiel und deswegen spiele ich es auch. Und oh, die Farben, das heißt so geile Waffen, ich habe es gerade schon gesagt. Ich finde das Spiel so episch, weil einfach alles geil ist. Okay, und heute geht es einfach darum, werden Menschen fauler in der Weihnachtszeit oder sind Menschen eigentlich immer faul? Weil es eigentlich logisch ist, weil warum muss es Weihnachten also mal faul sein? Also man könnte eigentlich sagen, dass Menschen immer faul sind. Also einige, ich zum Beispiel. Ich bin stinke, dumm, faul und ich ändere auch nichts dagegen. Aber es stört mich auch nicht, deswegen ist es auch nicht schlimm. Oh, fick dich! Und einfach eine schöne Runde MW2 gespielt, jetzt mal wieder. Wie letztens mit dem Idioten da, mit dem Helene. Und heute ist bei mir dabei der Konter, der RRK Konter, und der hat mich angeschrieben, gerade habt mich auf Steam, also das heißt auch, ihr könnt wirklich ja mit mir spielen, wenn ich gerade online bin und ich bin wirklich am PC, dann schreibt mich einfach an und dann könnt ihr mal eine Runde mit mir spielen, ist ja kein Ding, ist ja auch schön, MW2 ist ja geil. Und die Frage, die sich eigentlich stellt, warum lebt der noch und was soll man jetzt eigentlich spielen? Also, es ist ja jetzt so, man bekommt ja jetzt Spiele ja fast schon geschenkt. Erstens mal, weil sie wirklich spottbillig sind. Oh, die UMP ist so geil, weil sie erstmal spottbillig sind, die Spiele. Und dann, ja, weil es einfach wirklich Wahnsinn ist, wie billig Spiele jetzt werden. Besonders eben zur Weihnachtszeit, ja. Haha, man glaubt ja gar nicht, weil erst war es ja so, ja, und jetzt ist es eher so, also vom Preis her meine ich jetzt, ergibt alles Sinn, was ich sag, deswegen verstehe ich es auch nicht. Und was soll man jetzt, oh, schöne Sache hier, 15.000 Gegner und keinen treffe ich, ja, schön, hey, bin ich blöd, mein Gott. Ich sehe nichts wegen dem scheiß Glasloch, leck mich. Ah, mein Gott. Ich weiß es wirklich nicht. Ich könnte jetzt, also die Frage stellt sich ja, glaube ich, mehreren und nicht nur mir. Man kann ja entscheiden zwischen Metro 2033, wo man jetzt einfach geschenkt bekam von THQ, wenn man ihre Fanseite liked in Facebook. Saugeile Geschichte. Aber ein anderes Ding finde ich eigentlich auch noch mindestens genauso geil. Es gibt ja jetzt unglaublich viele Adventskalender-Sachen mit Spiele verschenken und so ein Zeug. Und oder andere machen auch ihre Spiele billiger jetzt für Weihnachten, bis zu 50%. Einige Spiele, die sogar schon billig sind. Und ich weiß nicht, es wird einfach, manchmal ist es zu viel. Ich weiß nicht, was ich zocken soll, ich habe so viele Spiele. Und dann, einen Monat später, ist es irgendwie, ich weiß nicht, was ich zocken soll, ich habe keine Spiele mehr. Ja, das ist doch so klar, hey, das ist so ein typisches Problem irgendwie. Ich weiß nicht jetzt, ob es nur von den Deutschen ist, weil ich halt bloß Deutsche kenne, die halt so sind. Also die halt so, ich bin ja auch so, mein Gott, ja. Oder es könnte ja auch sein, oh, gefickt, dass das eine Volkskrankheit ist von ihm. Also eigentlich eine Krankheit, die jeder Mensch hat. Also Krankheit ist zwar ein bisschen zu viel gesagt, aber ich finde es so, oh Gott, es ist so warm. Also es wird 2 Grad, es wird 2 Grad wärmer. Es ist so warm. Oh mein Gott, das halte ich nicht mehr aus. Es wird 2 Grad wärmer. Also das Gegenteil von gerade. Es wird kälter. Oh Gott, es ist so kalt. Ich halte es nicht aus, ja. Also immer so Sachen. Nie ist man zufrieden eigentlich, wenn man es so sieht. Ich schieß durch Holz durch. Ich hab Volltreffer gemacht, du Arschloch. Ja. Heißt der Absinth? Ja, genau. Der heißt Absinth und ist weiß ich nicht. Ach, bist du dumm. Der heißt Absinth und ist im Jahr 99 geboren. Das heißt also, der trinkt schön Absinth mit 99 plus 12 oder auf 12. Keine Ahnung. 13? Ja. Schön mit 13 Jahren schon Absinth heißen. Nicht schlecht. Weil ich weiß manchmal echt nicht, was ich sagen soll, ja. Wenn man immer so gut vorbereitet ist. Nein.
was mein Ding ist, ich weiß halt echt nicht, wo man zuschlagen soll. Angebote über Angebote. Es ist so viel geboten, da kann man gar nicht mal sein Angebot abgeben. Also, Wahnsinn. Es gibt ja so viele Spiele und da muss man auch noch entscheiden, oh, spiele ich jetzt das oder das. Ich würde jetzt gern irgendwie Metro nochmal durchspielen, aber das kenne ich ja schon, das ist das Dumme dran. Oder was anderes Beispiel, ich würde gerne, keine Ahnung, ja, mir ein anderes Spiel kaufen auf der Xbox, aber ich habe jetzt zum Beispiel Skyrim schon auf PC und so, das brauche ich nicht mal auf Xbox, aber ich hätte es halt trotzdem gern, wenn halt irgendwas nicht klappt oder so, halt einfach mal da neu anfangen und so. Man ist anscheinend viel zu verwöhnt von der ganzen Zeug, weil man halt, ja, es gewöhnt ist, dass man immer was zu spielen hat und wenn man mal nichts hat, ist man doof drauf, weil man halt, also, ja, wie ich es jetzt gesehen habe von dem Ding her, anscheinend, dass es so ist eben, dass halt alle nie zufrieden sind irgendwie, außer es kommt ein neues Spiel raus, dann ist man mal einen Tag zufrieden, aber danach auch nicht mehr, ja. Das ist, glaube ich, realistischer. Oh, wer schießt denn da auf mich? Mein Gott, lad nicht nach, du Sackgesicht. Und immer so, ich habe jetzt manchmal so Commentaries drin, wo manchmal keinen Sinn ergibt, wo ich einfach Bock habe zu labern. Und ja, so ein winziges Thema ist ja nicht schlimm. Oder ist es schlimm, wenn ich einfach so mal ein Video mache? Das ist ja dann meistens ein Zweitvideo an dem Tag. Oh, schön. Oh, nicht schön. Weil einfach, ich spiele halt gern und ich rede halt gern und ich nehme halt gern auf. Und ich wollte euch heute einfach bloß mal zeigen, dass wirklich, also Konter, wir haben gerade geschrieben, hier Konter, stimmt. Oder? Ja, halt's Maul. Dass wir einfach, dass ihr dass ihr mit mir spielen könnt, wenn's denn so ist. Oh. Oh, ja, sag ich auch. Ja. Ich bin sauschlecht. Was lacht er denn? Hey? Das ist Italienisch, was der spricht. Ich kann ja fließend Italienisch, ja. Nudeln, Spaghetti, Pizza. Also bis zum nächsten Mal. Wieder so ein sinnloses Drecksgeschwafel. Aber ist ja nicht so schlimm. Tschüss, ihr wunderschönen Menschen und bleibt